Die Jugend von Haut also so faul gehen. Die Jung kann just noch Handy. Habt ihr auch schon mal so Kommentare gelesen, hören oder hat sie vielleicht selber gemacht? Jederin hat eine Meinung dazu, wie die Jungen ticken, was sie machen oder nicht machen, und was früher besser war. Aber was sieht die Forschung dann eigentlich? Tatsächlich hat die Jugendstudie, also eine von den grossen Referenzen an der Jugendforschung, an ihrer letzten Etude am Oktober 2024 veröffentlicht, die weisen, dass das politische Interesse und das Engagement von Jungen in Deutschland an den letzten Jahren sogar weiter geklommen ist. Und noch heute zu Lützeburg gehen so Analysen, die am nächsten Youth Survey Luxemburg 2026 publiziert werden gehen. Eine von den Autoren, Dr. Caroline Residori, haben wir heute bei uns auf Besuch, zusammen mit Herrn Ingo Leven, Forscher und Co-Autor von der Jugendstudie. Mit ihnen zwei werden wir über die ominöse Jugend von Haut schwatzen, über ihre Ängste und Motivationen, ihr Engagement, und wie das von der Corona-Pandemie und den sozialen Medien beeinflusst wird. Dir werdet gesehen, es gezeigt, dass mir gewisse Klischeen über die Jung endlich hinter uns los sind. Und damit heißen Blanche Weber und ich, Tanja Dupré, ich herzlich willkommen bei einer neuen Episode von unserem Podcast Ohrenstöppler. Guten Morgen, Herr Leven, Madame Residori. Herzlichen Dank, dass Sie bereit sind, an dem Podcast teilzunehmen. Wir steigen dann auch sofort ein und unsere erste Frage ist vielleicht geht in die Richtung, wir leben in Zeiten von Multikrisen. Trump kann man durchaus als eine gravierende Krise bezeichnen. Wie gehen die Jugendlichen damit und schauen sie trotzdem positiv in die Zukunft oder weniger? Was sagt die Forschung? In der Jugendstudie 2024 ist sicherlich einer der überraschendsten Befunde, dass im Vergleich zu 2019 mehr Jugendliche bereit sind, optimistisch in die gesellschaftliche Zukunft zu schauen. Angesichts der vielen Krisen auf dieser Welt hat uns das erstmal persönlich auch sehr, sehr überrascht. Und wir haben aus den offenen Gesprächen mit den Jugendlichen mitgenommen, dass sie sehr wohl diese Krisen sehen, aber dass sie auch verstanden haben, eine Vielzahl von Jugendlichen, dass es doch auch eine privilegierte Situation ist, in solchen Zeiten in Deutschland groß werden zu dürfen. Schauen wir auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dann ist es so, dass viele gleichaltrige Jugendliche aus der Ukraine als Schutzsuchende nach Deutschland kommen und dann vielleicht auch zum Beispiel in der Schulklasse bei ihnen aufschlagen. Und da kommen wieder ganz andere Gespräche auch in den Klassen zustande, nämlich was es bedeutet, wenn ein junger Mensch mitten in der Nacht einfach Schutzräume aufsuchen muss, weil seine Heimatstadt von Bomben angegriffen wird, von Drohnen. Das sind Erzählungen, die junge Menschen sonst vielleicht von den Großeltern oder Urgroßeltern, sofern sie noch gelebt haben oder leben, aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. So etwas ist wieder Lebensrealität in Europa durch den russischen Angriffskrieg, aber es ist noch keine Realität in Deutschland. Und deswegen sehen junge Menschen, dass es durchaus etwas ist, was sie dankbar stimmt, in einem Land wie Deutschland groß werden zu dürfen. Das heißt, manchmal hat man ja den Eindruck, oder es wird das Klischee vehikuliert, so, wir leben in gesättigten Gesellschaften und wir beharren auf allem, was der Errungenschaft und das steht uns zu und so muss es weitergehen und das muss immer besser werden, alles materiell und das Anspruchsdenken wird ja schon in der Öffentlichkeit thematisiert, dass jeder immer mehr will, seien es junge Menschen oder Erwachsene. Das heißt, das hat sich in dem Sinne nicht so ganz bestätigt, dass schon der Blick nach, es geht uns doch irgendwie gut gegenüber anderen oder wie ist das zu sehen? Also es ist definitiv relativ zu sehen im Vergleich zu anderen, auch was die Klima- und Umweltkrise anbelangt, zu sehen, dass wir in Deutschland, wenn es um Klimafolgenanpassung geht, dass es da natürlich dann auch mehr Möglichkeiten gibt als zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Sowas sehen auch etliche Jugendliche ohne weiteres so. Das führt aber nicht dazu, dass jetzt das eigene Anspruchsdenken weniger ist oder dass man weniger im Leben selber erreichen möchte, sondern es geht natürlich auch darum, selber im Erwachsenenleben anzukommen. Also seines Glückes Schmied zu sein, daran arbeiten junge Menschen und das führt nicht zu geringem Anspruchsdenken, sondern bettet es halt nochmal ein in den Kontext und sagt, okay, also hier in Deutschland haben wir ganz gute Chancen, auch gute Startchancen, was auch Bildung und Beruf anbelangt, ist die Situation in Deutschland gut, sogar besser als noch vor 15, 20 Jahren. Und das gibt jungen Menschen Möglichkeiten und ja, die wollen sie dann aber auch nutzen. Okay, ist die Studien in Luxemburg gehen die in die gleiche Richtung? Gibt es da Daten?
Also da wir ja noch ganz am Anfang unserer Analysen stehen, haben wir jetzt diese positive Sicht in die Zukunft noch nicht ausgewertet. Was wir sehen, ist eben, dass Sorgen zunehmen, auch die Sorge vor dem Kriegsausbruch in Europa, vor der schlechten Wirtschaftslage. Und wir sehen aber, dass die Jugendlichen sehr engagiert noch sind in der Gesellschaft. Das heißt, ich denke, wir haben Indikationen auch für eine sehr positive Ausrichtung der Jugend, aber die genauen Ergebnisse kommen da bei uns im Januar 26, wenn wir auch dann die Studie vorlegen und publizieren. Okay, das heißt, weder erdrückend die Krisen, noch dass sie egoistisch machen. Ja, sie machen, also sie bewirken definitiv, dass zum Beispiel junge Menschen im Vergleich auch zu 2019 öfter jetzt auch auf Materielle schauen. Also das ist definitiv etwas, was angekommen ist, wenn wir das Thema Inflation, Preissteigerung uns anschauen. Da sehen wir das schon. Also insgesamt halt auch die Ängste und Sorgen sind auch in Deutschland gestiegen. Also wir haben, wenn wir die Prozentwerte zusammenzählen, kommen wir sozusagen auf mehr als eine halbe Sorge mehr, die im Schnitt genannt wird. Also das sind schon Zahlen. Was heißt das, eine halbe Sorge mehr? Sag mal, dir das mal aus. Ja, das heißt halt, dass insgesamt das Niveau halt höher wird. Es gibt nur ganz wenige Sorgen, die rückläufig sind. Die einzige Sorge, Welche Sorgen stehen dann im Fokus der Jugendlichen? ja, die ganz oben ist es die Sorge vor einem Krieg in Europa. Das heißt, der russische Angriffskrieg schlägt halt einfach da auch komplett durch. Das zweite ist dann halt auch die schlechte Wirtschaftslage, die steigende Armut, was halt dann auch eher auf gesellschaftlicher Ebene gesehen wird, dass es halt dazu führt, dass einfach viele in dieser Gesellschaft Schwierigkeiten bekommen, Schritt halten zu können. Das betrifft viele Jugendliche noch nicht mal unmittelbar sie selbst, aber sie sehen es halt auch in ihrem sozialen Umfeld. Und das sind halt einfach Sorgen, die steigen. Was auf gleichem Niveau bleibt, ist die Frage Klimawandel, Umweltzerstörung. Da sehen wir keinen Rücklauf, aber wir sehen, dass es halt nicht mehr die erste Geige ist. Aber diese erste Geige ist nicht stumm geworden, sondern die Sorgen bleiben da, weil die gesellschaftliche Krise noch nicht bewältigt ist. Ich frage mich, wie das dann so zusammenpasst. Also einerseits die Sorgen steigen an, aber andererseits dieser Blick in die Zukunft ist trotzdem positiv. Also wie würden Sie sich das denn erklären, dass beides eigentlich so präsent ist? Ja, also nochmal, das ist halt für Deutschland, für das, was man auch sieht, was in der Welt los ist, das umsorgt einen. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass man nicht das schlechteste Los getroffen hat, in einem Land in Zentraleuropa groß zu werden. Ich glaube, das Mhm. ist sozusagen dann auch etwas, was für Luxemburg in gleichem Maße gilt, weil wir im Vergleich halt einfach dann noch relativ gut dastehen. Mhm. Und das macht halt dann schon nochmal, also gibt in Deutschland zumindest mehr Jugendlichen Anlass zur Hoffnung, zu sagen, ja, insgesamt als Gesellschaft werden wir schon noch die Kurve kratzen. Und vielleicht hängt das ja dann auch zusammen, weil die Studie ist ja auch sehr viel zum Engagement von Jugendlichen. Also wie ich das bei MOVE auch immer mitbekomme bei unserer Jugendorganisation, einfach dieses Gefühl, sich engagieren zu können, aktiv zu sein und etwas zu machen bei den Sorgen, denen man hat, dass man was bewirken kann und die Zukunft ein Stück weit in der Hand hat. Ist das auch was, wo Sie sagen, dass das dann in dem Sinne zusammenhängt? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass viele Jugendliche sich auch in Deutschland weiterhin gesellschaftlich einbringen. Also das ist auf einem weiterhin hohen Niveau. Da war auch unklar, inwieweit das zum Beispiel auch durch Corona ausgelöst so eine Form von Rückzug ins Private gibt und dass die weiteren gesellschaftlichen Krisen solch einen Rückzug ins Private noch verstärken. Die Zahlen liegen jetzt aktuell nahe, dass das nicht der Fall ist, sondern dass junge Menschen weiterhin halt auch in Gesellschaft hineinwirken und sich nicht komplett ins Private zurückziehen. Also von daher können wir sagen, ja, es ist immer noch auch dann der Anspruch daran, sich Gehör zu verschaffen, sich einbringen zu wollen, was zu bewegen. Das ist weiterhin etwas, was junge Menschen in einer großen Mehrzahl auszeichnet. Sie ziehen sich da nicht zurück. Erneut auch in Luxemburg? Absolut. Also auch in Luxemburg stellt die Youth Survey Luxemburg fest, dass das Niveau des Engagements der Jugendlichen von 2019 auf 2024 stabil geblieben ist. Und zwar auf sehr hohem Niveau konstant stabil geblieben ist. Wir sehen etwas andere Entwicklungen, was die Sorgen, Ängste angeht. Also bei uns ist die Angst vor der schlechten Wirtschaftslage zwar auch hoch, aber etwas weniger ausgeprägt. Wir gehen davon aus, dass trotzdem auch Maßnahmen der Regierung zur Energiedeckelung dabei geholfen haben, dass es bei den Jugendlichen nicht ganz so zentral ankommt. Bei uns ist seit Jahren eben auch schon eine schwere Krankheit erleiden. Auch schon vor der Pandemie war das eine der Top-Antworten, also quasi der 3
Bereiche, in denen die Jugendlichen am öftesten angegeben haben, dass sie Angst haben. Das heißt, es sind leichte Unterschiede festzustellen zwischen Deutschland und Luxemburg. Aber insgesamt sehen wir auch hier einen Anstieg. Ne? Also eben die Sorgen nehmen zu, aber das Engagement hat sich, wie gesagt, es gab diese große Befürchtung auch in Luxemburg, dass sich aus dieser quasi Auszeit von Engagements, die ja sehr oft auch in Person waren, die wirklich auch komplett zum Stillstand ja gekommen sind, vor allem im Lockdown, dass sich daraus quasi eine Distanzierung, eine Verabschiedung der Jugend aus der Gesellschaft ergeben hat. Und das sehen wir wirklich an den Zahlen überhaupt nicht. Was wir hier auch vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, auch sehen, ist, dass auch diese Sorgen und Ängste, die sind post-Corona, haben die sich verändert. Also wir haben jetzt in unserer Studie, wir haben eine Zwischenstudie 2021 gemacht, in der wir sehen, dass eigentlich die Sorgen 2021 nachgelassen hatten. Also dass wir da etwas weniger Sorgen hatten, vielleicht auch durch eben eine gewisse Distanzierung, auch diese erste Erleichterung nach der Corona-Krise. Und jetzt sind sie aber eben sehr viel wieder stärker und sogar noch stärker als 2019. Das heißt, wir haben so über die Corona-Krise quasi eine Entspannung nach der Corona-Krise gesehen und jetzt sehen wir eben wieder einen Anstieg der verschiedenen Ängste und eben hier besonders dazu kommend eben Angst vor Kriegsausbruch, die schlechte Wirtschaftslage, die sich quasi zu den Ängsten um um den Klimawandel, um die Umweltverschmutzung und auch zu der schweren Krankheit als Angst. Also es war sehr spannend in der Vorbereitung, die wir hatten, haben Sie beide gesagt, dass entgegen dem geläufigen Bild viele Jugendliche die Corona-Krise auch als ein positives Element empfunden haben. Es würde mich interessieren, wenn Sie das nochmal darlegen. Es ist nicht nur die Katastrophe gewesen. Oder wie würden Sie das aus wissenschaftlicher Sicht, das muss man ja immer wieder sagen, das sind wissenschaftliche Erhebungen, ne? Genau, also wir haben in den offenen Gesprächen den Jugendlichen den Raum gegeben, zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Krisen mal auszuführen, was sie aus dieser Krise für ihr Leben mitgenommen haben. Und wir haben dabei bewusst den Raum so offen gestaltet, dass wir nicht nur die negativen Inhalte zum Thema gemacht haben, sondern auch die positiven, jeweils explizit. Also wir wollten genau wissen, was nehmt ihr Positives und Negatives aus der jeweiligen Krise für euer Leben mit. Und dabei war besonders auffällig, dass bei der Corona-Krise verhältnismäßig viel Positives dann auch erwähnt wurde und ausgeführt wurde und dann halt sich über die 20 Gespräche, die wir geführt haben, dann doch auch etliche Dinge wiederholt haben. Und bevor ich auf die positiven Dinge zu sprechen komme, natürlich ist es aber auch so, dass bei den negativen Dingen die Generationenerfahrung, dass nämlich die Lockdowns so massiv in die eigene Lebensführung eingegriffen haben, dass das auf einmal eine soziale Distanzierung mit sich gebracht hat, dass das auch psychologisch durchaus schwer zu verarbeiten war für etliche. Das war natürlich auch Thema und wurde auch gesehen und auch negativ bemerkt. Nichtsdestotrotz ist dann im Rückspiegel 4 Jahre später, 2024, von den Jugendlichen auch reflektiert worden, zu sagen, 2 Punkte standen da im Vordergrund. Wir haben als Gesellschaft eine unvorhergesehene Krise gemeinsam bewältigt. Das haben sie aus dieser Krise gelernt, weil es in kurzer Zeit möglich war, gegenzusteuern mit entsprechenden Maßnahmen, die alle diese negativen Konsequenzen auch hatten, aber die dazu beigetragen haben, diese epidemiologische Katastrophe einzudämmen. Zweitens, dass es in kürzester Zeit gelungen ist, einen Impfstoff zu entwickeln, der auch ausgerollt werden konnte, um besseren Schutz vor diesem Virus halt auch in der Gesellschaft sozusagen flächendeckend zu etablieren. Auch da wieder, auch von den Jugendlichen selber berichtet, was es natürlich in den Familien bedeutet hat, dass nicht alle impfwillig waren, dass da Tischtuch zerschnitten wurde, was auch bislang nicht repariert ist, immer noch 4 Jahre später nicht. Aber gleichzeitig auch gesehen wurde, der Großteil hat doch mitgemacht. Also wenn wir wirklich mal die Arschbacken zusammenkneifen, dann können wir Krise bewältigen. Das ist eine positive Selbstwirksamkeitserfahrung auf gesellschaftlicher Ebene, die die Corona-Krise hervorgebracht Hat hat. im Volksgespräch auch gesagt, aus dem Hamsterrad aussteigen und weniger Druck wäre als Bereicherung gesehen worden. Also es ist in dem Sinne spannend, um das einzufügen. Wir hatten als Movement Ökologique auch in der Hälfte der Corona-Krise eine Umfrage durchgeführt und da hat die absolute Majorität, also nicht eine knappe, sondern eine sehr, sehr starke Majorität der befragten Leute gesagt, sie war repräsentativ.
Wir möchten nicht mehr zurück in eine Gesellschaft vor Covid, die derart auf Konsum und auf Druck aufgebaut ist. Wir möchten ein anderes Wirtschaftsmodell, wir möchten mehr Sozialerfahrungen statt Konsum. Und ich persönlich hatte gedacht, bei den Jugendlichen werde, weil das doch ein Bruch in der Entwicklung ist, wäre das anders empfunden worden. Aber ihr bestätigt zum Teil in wissenschaftlicher Analyse auch diese Sichtweise der Jugendlichen. Uff, der Druck war anders. Es ist ja befremdend. Also ja, Ja, oder ja, und aber das, was jetzt sozusagen im Rückspiegel leider auch gilt, ist, dass dieser Freiraum, der da war, der auch da mal durchaus sozusagen zu solchen, ich sag mal, auch kreativen Mehrheiten sozusagen geführt hat, dass der jetzt dann mit dem Ende des Lockdowns ja auch nicht dazu geführt hat, dass dieser Freiraum erhalten geblieben ist, Ja. sondern man ist eher wieder zurück ins Hamsterrad gekehrt. Das Ja. heißt, es ist eher auch so ein leicht wehmütiger Blick zurück in den Rückspiegel, zu sagen, boah, Mhm. da war das mal so wirklich alles so ein bisschen langsamer, das war nicht so schnell alles, nicht so schnelllebig. Ich konnte mal wirklich mich zurücknehmen, konnte mal wirklich fokussiert meine Dinge vorantreiben. Das ist eher deswegen nicht etwas, was sich dann erhalten hat, sondern eher wieder sozusagen zurückgegangen ist. Wir sehen das an verschiedenen Stellen. Wir sehen das bei solchen Dingen, wo mein Druck aus dem Kessel genommen wurde. Wir sehen das bei der Art und Weise, wie auch Freizeit in Familie deutlich nach oben gegangen ist in der Corona-Zeit, was auch jetzt wieder nicht sich überdauert hat. Und wir sehen es auch bei den Verweildauern im Gamen, was auch in der Pandemie, in den Lockdown-Zeiten massiv nach oben gegangen ist, aber sich auch nicht gehalten hat, wo auch man jetzt immer wieder noch darauf hinweisen muss, dass die Jugend nicht mehr so viel gamet wie noch während des Lockdowns, weil nur die Schlagzeilen von damals sind in Erinnerung geblieben. Dass das jetzt rückläufig ist, können wir auch immer als Schlagzeile produzieren, es dringt aber nicht so weit durch, sondern das Bild ist, dass sich sowas Negatives eher noch gehalten hat. Das ist aber nicht der Fall. Also ich muss sagen, wir haben in Luxemburg über den Youth Survey Luxemburg ja auch Zusatzerhebungen, wirklich 2020, ganz knapp nach dem Lockdown. Also es war man musste nicht mehr ganz zu Hause bleiben, aber es war noch limitiert auf Personenzahlen und so weiter geführt und auch nochmal 2021. Und wir haben es nicht nur in diesen offenen Gesprächen thematisiert und sie gefragt, sondern wir haben es auch quantifiziert. Also wir hatten tatsächlich damals in unserer Umfrage schon ein Tool drin, in dem wir gefragt haben, wie hat sich die Pandemie und die dazugehörigen Maßnahmen auf verschiedene Bereiche in deinem Leben ausgewirkt. Ne? Und das eben von sehr positiv bis zu sehr negativ. Und auch da haben wir gemerkt, es ist nicht die Mehrheit der Jugendlichen, die die Erfahrung positiv zurückgegeben haben. Oder sie haben in einer großen Minderheit gesagt, das hat sich negativ ausgewirkt, vor allem zum Beispiel beim Thema mentale Gesundheit, aber eben nicht in der Mehrheit. Viele haben es selbst da schon als einen neutralen Einfluss oder sogar einen positiven Einfluss empfunden. Was man sagen muss, das ist, dass es aber auch sehr differenziert ist, wie dieser Einfluss angekommen ist. Also wir sehen da schon auch starke Unterschiede darin, welche Jugendliche positive Erlebnisse hatten oder eher von positiven ähm, Auswirkungen der Corona-Pandemie sprechen und wer nicht. Also es ist ganz klar hier, Männer sind leicht im Vorteil, sprechen eher von positiveren Erfahrungen. Frauen haben eher die Tendenz, mehr negative Erfahrungen auch im Nachhinein zu sehen. Wir sehen ein sehr großes sozioökonomisches Gefälle, also Personen mit weniger sozioökonomischen Ressourcen haben öfter von negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie gesprochen als Jugendliche mit hohen sozioökonomischen Ausstattungen oder Hintergründen. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht mehr im Vordergrund und im Bewusstsein der Jugendlichen vielleicht als Konsequenz der Pandemie da ist, aber was man trotzdem auch sagen muss, das ist, es haben sich einige Prozesse beschleunigt in der Pandemie und da sind wir auch nicht auf Vor-Pandemie Maß zurückgekehrt. Also wenn es zum Beispiel um soziale Ungleichheit geht, da hat Corona schon die Schere auseinandergezogen. Also wer vorher schon etwas benachteiligt hat auch noch schlechtere Erfahrungen in der Pandemie gemacht, wer vielleicht vorher schon im Schulsystem sich schwerer getan hat, hat sich dann in der Pandemie noch schwerer getan.
Und hier werden wir ganz viele Auswirkungen vielleicht auch eher langfristig sehen. Das werden keine, also zumindest sieht es heute nicht so aus, als ob das große Landslides werden. Und trotzdem sieht man, diese Entwicklung hat sich doch noch mal leicht beschleunigt durch diese Corona-Krise. Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen so. Auch zum Beispiel beim Gender Gap. Ne? Also wir wissen zum Beispiel, dass mentale Gesundheit bei sich Männer und Frauen angleichen. Leider nicht, weil es Männern immer besser geht, sondern weil es bei Frauen immer mehr auch von mentalen Belastungen berichten. Und hier sehen wir eben auch, das hat sich nochmal beschleunigt. Ne? Und die Prozesse haben sich nicht umgekehrt. Ich finde es spannend, also super spannend, diese Zahlen oder diese Analysen zu hören. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich finde es auch verrückt, wenn man hört, dass jetzt schon 5 Jahre her ist, eigentlich der erste Lockdown, dass es schon so eine Zeit ist. Aber mich würde auch interessieren noch ein anderer Aspekt, die Auswirkungen von sozialen Medien und Digitalisierung auf Engagement eigentlich bei Jugendlichen. Ich glaube, ja, wir sind ja immer mehr auch digital unterwegs und müssen das halt auch als Jugendstruktur auch machen, um Jugendliche zu erreichen. Aber was würden Sie sagen, ersetzt das Handy so das Engagement oder wie kann man das irgendwie zusammendenken und ja, auch als Jugendorganisation ja, trotzdem Jugendliche erreichen? Und wie beeinflussen die sozialen Medien die Jugendlichen Auch allgemein? Ne? okay, Die ja, zwei Sachen zusammen vielleicht. genau. Ne? Ja. Ist das Teufelswerk, die sozialen Medien? Das wird manchmal ja so dargestellt. Ne? Das ist Teufelswerk, da lassen die sich infiltrieren und übernehmen dämlich jede Information und halten das Bubble-Wissen, ich übernehme alles. Ja, und parallel die Frage stellen, kann es aber auch eine Hilfestellung sein, ja. Und ich glaube, da ist der Blick in die Jugendstudie, in die aktuelle, sehr hilfreich, weil die Mehrzahl der Jugendlichen sowohl Chancen als auch Risiken moderner Technologien sehen, sich viel mehr wünschen, auch dass wir als Gesellschaft in breiter Mehrheit hinschauen. Also dass es 90% der Jugendlichen sind, die sich wünschen, dass Fake News Thema vom Schulunterricht sind und nicht nur sozusagen in der Pause im Schulhof miteinander besprochen wird, sondern dass es auch pädagogisch, didaktisch aufbereitet Thema vom Schulunterricht wird, spricht da Bände, nämlich zu sagen, lasst uns damit nicht alleine, sondern wir wollen da halt auch, dass das gemeinsam auch im Schulunterricht behandelt wird, weil es sonst, ja, wir nicht wissen, ob es gut ist, wenn wir damit alleine gelassen werden. Also es ist so eine Art Hilfeschrei, nicht davon auszugehen, dass Digital Natives das schon irgendwie mit der Muttermilch quasi als selbstverständlich sozusagen den Umgang mit solchen modernen Möglichkeiten Intus haben, sondern nein, im Gegenteil. Es ist etwas, darüber müssen wir reden, darüber müssen wir verhandeln. Und was im Zeitalter von Fake News auch gilt, ist, klassischen Medien wird mehr vertraut als Online-Formaten in der jungen Generation. Und wenn sich junge Menschen über politische Themen informieren, dann tun sie das nicht nur einseitig auf Social Media. Wer in Deutschland gesehen hat, auch direkt nach der Europawahl und den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern, war das so unisono, die Erklärungsmuster gingen alle dahin, die AfD hat Reichweite in sozialen Medien, da streuen die ihre Informationen aus und die Genau, das ist die Linke, ne? Ja. ja, die Linke kam zur Bundestagswahl. Ja, Zu, ja, okay, ja. Zu der kann man dann gleich noch kommen. Aber da war das sozusagen unisono diese einseitige Zuschreibung, weil die AfD solche Reichweiten hat die halt auch so viel Erfolg unter Jugendlichen. Und das ist halt in dem Maße halt zu kurz gesprungen, weil Jugendlichen nicht so eindimensional unterwegs sind, dass sie willfährig in breiter Masse einfach nur stumpf Informationen auf Social Media konsumieren und glauben und ihre Bubble nicht verlassen, sondern was da halt gilt, ist halt, nein, das, was der Resonanzboden der AfD in Social Media Reichweiten ist deshalb da, weil es halt auch schon angelegt ist. Das ist nicht entstanden dadurch, dass die AfD als Ursache auf Social Media stattfindet, sondern nein, weil es in der Gesellschaft einfach genügend junge Menschen gibt, die solchen Ideen, populistischen Meinungen gegenüber aufgeschlossen sind. Und wenn die natürlich in Social Media Content dieser Art angeboten bekommen, in diesen Social Media Plattformen verbleiben, dann ist natürlich der Algorithmus auch so programmiert, dass dann entsprechend diese
Informationen auch immer wieder aufgespielt werden und die Jugendlichen dadurch auch länger in dem Medium gehalten werden. Das verstärkt aber das, was schon angelegt ist und produziert nicht das, was Okay, dann kommen wir nicht an der Frage vorbei. Warum sind denn die AfD bei den Jugendlichen immer besser angelegt? Ja, also das, was wir in Deutschland aktuell beobachten, ist, dass die AfD in der jungen Generation aufgeholt hat. Sie hat bei den Landtags- und Bundestagswahlen, auf die wir immer vorher referenzieren können, in der jungen Generation unterdurchschnittlich abgeschnitten. Und jetzt schneidet die AfD in der jungen Generation so ab wie in der Allgemeinbevölkerung auch. Also es ist nicht ein überproportionaler Erfolg. Also das erstmal sozusagen vorneweg gestellt. Das heißt, das ist nicht die junge Generation, die als einzige so unterwegs ist, sondern Aber es ist ja der Spruch, mit 18 ist man links und wie ist der, du weißt ihn besser. Also wer mit 18 nicht links wird, hat kein Herz und wer mit 80 nicht konservativ wird, kein Verstand. Genau, Das ist sozusagen, das also gibt dann nicht mehr so. ja genau, also dann muss man jetzt schon mit 18 sozusagen rechts wählen. Nein, das muss man nicht, aber es trifft erstens sozusagen auch auf nur einen Teil der Jugendlichen zu. Da kann man auch herausarbeiten, dass es natürlich auch nicht nur in der jungen Generation, aber auch dort halt junge Menschen gibt, die, wenn sie auf Staat und Gesellschaft blicken, halt eher verdrossen sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie keine Wirksamkeit entfalten können für ihre persönliche Ebene und dass der Staat ihnen keinen Vorteil bringt. So, das ist eine Gemengelage. Wenn das mehr Jugendliche so denken würden in Deutschland, dann wäre das Problem noch größer. Das ist aber in dem Sinne zum Glück begrenzt, aber macht halt auch deutlich, ja, da müssen wir hinschauen, weil es ist für eine Demokratie nicht gut, wenn, egal ob es junge oder Mittelalter oder ältere Menschen sind, die sich so ausgeschlossen fühlen von Gesellschaft. Und das ist zentral, dass wir das begreifen, dass wir da natürlich auch eine gewisse Form von Nährboden, einen Resonanzboden schaffen, auf dem populistische, rechtsextreme Meinungen durchaus dann auch stoßen und gehört werden. Und das muss man halt dann verstehen. Gibt es dann in Luxemburg zum Beispiel viele Leute, die sich ausgegrenzt fühlen? Gibt es da Daten drüber, wie das Vertrauen in die Politikgestaltung ist, dass man ernst genommen wird, dass man aufgehoben ist, dass Politik gestaltet? Gibt es da Daten aus Luxemburg? Ja, also was wir zum Beispiel sehen jetzt auch 2024 ist, dass zum Beispiel 2/3 der Jugendlichen sich wünschen, dass Jugendliche mehr Gehör in der Politik haben. Im Umkehrschluss, 2/3 sehen sich selber nicht genug repräsentiert als Jugendliche in der Politik. Wir wissen, dass die allgemeine Einstellung der Jugendlichen zu Politikern relativ kritisch ist. Also über die Hälfte von ihnen sagt, Politiker interessieren sich nicht dafür, was Menschen wie ich denken oder wollen. Das ist schon eine gewisse Skepsis und eine gewisse Distanzierung zur Politik, inwiefern sie mit Digitalität zusammentut und digitalen Medien. Ich glaube, da ist auch ganz oft eine gesamtgesellschaftliche Evolution, die sich sowohl in traditionellen Formen ausdrückt, als auch in digitalen Formen. Wenn wir zum Beispiel auch politische Partizipation sehen. Also wir haben es mit Climate for Future gesehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also es ist dieses, du hast es gestern gesagt, dieses sowohl als auch. Ich bin sowohl online politisch oder engagiert in Forums, durch Petitionen etc. Ich bin aber auch ganz traditionell auf einer Demonstration. Also das schließt sich nicht immer unbedingt aus. Und auch die Prozesse, die in beiden Bereichen, sowohl in der Gesellschaft, sowohl im Mediendiskurs, im Diskurs in der Familie, finden eben auch dann online statt. Natürlich ist online nochmal andere Einflüsse möglich und auch Einflüsse, die vielleicht gesellschaftlich schwerer zu greifen sind. Trotzdem kann man nicht sagen, das ist nur ein Prozess, der sich online vollzieht. Aber was Ich würde würdest du ganz zum Beispiel gerne, Politikern raten, um die Jugendlichen wieder für sich zu gewinnen? Ne, Tanja, das ist ja eine Fragestellung, ja? Absolut. Ja. Was würden Sie denen raten? Es scheint ja eine gewisse, wenn ich zusammenfasse, was wir bis jetzt zum Teil geredet haben, ist ja, es ist noch ein positiver Blick auf die Zukunftsgestaltung. Sie wicken mit dem Kopf. Es gibt da ein großes gesellschaftspolitisches Interesse bei den Jugendlichen, stärker vielleicht als in der Öffentlichkeit der Wahrnehmung ist. Aber es gibt trotz allem ein gewisses Misstrauen in die Politik, ob die das wahrnimmt. Oder der Begriff Misstrauen ist vielleicht schon falsch, revidieren Sie das, aber was müsste die Politik trotzdem tun weil Sie jetzt gesagt haben,
die fühlen sich nicht gehört. Ja, das wäre auch meine Frage Ja. so gewesen, wenn Sie sagen oder wenn die Jugendlichen sagen, ich fühle mich nicht gehört oder ich fühle mich nicht eingebunden. Gibt es denn da auch Analysen zu oder Aussagen, wie würden Sie sich denn vorstellen, sich einbringen zu können? Also ich glaube, wenn wir den Blick nach Deutschland nehmen, unisono gleiches Bild. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten in Familie, in Freundschaft sind am höchsten, am geringsten werden sie in der Politik gesehen. Und genauso auch diese Skepsis gegenüber, kümmern sich eigentlich Politiker um Menschen wie mich? Was ich denke, nicht nur in der jungen Generation, gerade auch in der mittelalten noch mal mehr, aber auch in der jungen Generation Mehrheiten, die sagen, das ist einfach nicht der Fall. Daraus entsteht so eine gewisse Skepsis, so eine gewisse Distanz auch zu dem, wie Politik gerade funktioniert. Und Politikerinnen und Politikern kann man da einfach nur raten, hört hin, geht hin, redet mit den Menschen, nehmt sie ernst und versucht sie mitzunehmen. Und jetzt sind wir bei dem Bundestagswahlkampf der Linken angelangt. Wenn wir uns anschauen, was da Erfolg hatte, das waren mehrere Sachen. Und natürlich ist es auch eine Social-Media-Kampagne gewesen, aber nichtsdestotrotz auch Social Media flankiert halt die Bereitschaft, einfach mal wieder an den Wohnungstüren zu klingeln und einfach mal hinzuhören, wo drückt der Schuh, was ist es, was euch wirklich umsorgt. Und aus diese Themen dann aufzugreifen und im Wahlkampf dann auch zum Thema zu machen und zu sagen, wie können wir das konkret angehen? Das waren dann die Sachen, die aufgegriffen wurden. Und dann fühlen sich Menschen, egal welchen Alters, auch ernst genommen. Wenn daraus Mache ich das, also wenn unser Staatsminister, der jetzige oder vorherige, bei mir an der Tür klingen würde oder so, dann ich würde einen Schreck kriegen, würde denken, Junge, wenn du jetzt nicht weißt, was in der Bevölkerung los ist, sondern bei mir klingeln musst, dann bist du fehl am Platz, würde ich mir denken. Ich glaube, in Luxemburg Ja. ist halt Türwahlkampf auch wirklich gar kein Ding. Ich glaube, in Deutschland ist das noch mehr verbreitet und dann wäre das auch nicht so. Ja, aber dann stellt sich auch die Frage, welche Möglichkeiten haben wir in Luxemburg, wenn man eher nicht an die Tür klopft, sondern auf anderem Weg trotzdem die Menschen erreichen möchte. Wie macht man das denn? Ja, aber ist es nicht gerade sogar noch eigentlich sogar schwieriger für mich nachzuvollziehen, weil eigentlich ist es in Luxemburg gar nicht so viel Aufwand, der erforderlich würde, wirklich jede Tür erreicht zu haben im Vergleich zu dem, was es in Deutschland bedeutet. Nein, das ist eine ernsthafte Frage, weil das, was aus der Linken dann sozusagen ja auch resultiert war, war ja zu sagen, okay, wir bieten den Menschen mal an, dass sie einen Mietenrechner bekommen, aus dem sie überprüfen können, ob ihre Miete zu hoch ist und das sozusagen auch den Vermieter dann sozusagen zurückzuspiegeln und damit halt dann die steigenden Wohnkosten, die an so vielen Haustüren auch genannt wurden, aufgegriffen wurden. Und das meine ich mit Leute dann sozusagen mal anhören, ernst nehmen und dann halt auch sichtbar machen, dass man halt verstanden hat, was sind wirklich die dringenden Themen. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Kann man ja sagen, boah, wenn du nicht weißt, bei mir wirklich, ja, aber dann, nein, also so nach dem Motto, das kann ja nicht sein, dass du sozusagen bei mir klingeln musst. Doch, es kann manchmal sein. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch eine Frage von Selbstbild, dass man einfach mal wieder lernen muss zuzuhören, aber auch zuzulassen, dass man mal zuhört. Das ist dann eher etwas, was anerkannt wird und wertgeschätzt wird, dass man halt einfach mal Gehör findet und dass man da ernst genommen wird und aufgegriffen wird. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir erleben, wo halt dann auch im Ergebnis der Bundestagswahl durchaus große Überraschungen dabei waren, dass die Linke Direktmandate gewonnen hat, von denen man nicht vorher für möglich gehalten hatte, dass das irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das ist schon auch Ausdruck dessen. Also ernst nehmen, hinhören und wirklich in die Quartiere reingehen und sagen, was ist da los? Was können wir für euch tun? Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis gewesen. Für die Linke, nur um das abzuschließen, nicht, dass ich sozusagen jetzt für die Werbung machen möchte, aber die steht natürlich jetzt auch vor dem Problem, dass da eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen wurde, zu sagen, boah, und jetzt ist die Frage, wie setze ich das in Politik an? Kommt das irgendwann mal bei mir auch nützlich an? Ich glaube, das ist das, wo man halt dann schauen muss. Aber sie haben eine klare politische Agenda daraus. Aber die Frage der Nähe zu den Menschen, wir hatten ja heute Morgen auch einen Workshop über Jugendbeteiligung. Auch da kam ja für mich raus, man muss die Beteiligungs- und die Partizipationsmöglichkeiten vor allem auf lokaler, konkreter Ebene ausbauen als wesentliches Instrument der Mitbestimmung der Menschen und der Politikgestaltung, oder? Ich denke beides. Also ich denke, wenn wir dann einen Rat an Politiker hätten, in Luxemburg sehen wir in unserer Studie ganz klar, dass das Vertrauen in die Institutionen höher ist als das Vertrauen in die Politik und den Politiker selbst. Also es gibt ein Vertrauen von Jugendlichen in Demokratie. Es gibt ein Vertrauen in
den Staatsgewalt, in den Staat insgesamt. Aber es gibt eben weniger Vertrauen in den Politiker selbst und in die Politik allgemein. Das heißt, auch hier vielleicht der Appell, es geht nicht nur um Zuhören, es geht auch um Zurücknehmen. Also damit man zuhören kann, muss man ja auch Raum geben, muss man Stille erstmal haben, damit der andere reden kann. Und da vielleicht wirklich der Appell, sich vielleicht parteipolitische Diskussionen oder auch sich selber als Politiker manchmal hinter eine Institution zu stellen und den Fokus wieder etwas mehr auf die Institution und diese institutionellen Bereiche zu legen, weil dort eben wirklich auch Jugendliche noch Vertrauen haben. Aber haben die Jugendlichen Vertrauen in Parteien und nicht Nein. in Politik? Parteien sind ja aber nicht, gell? Weil das ist keine wohl sehr stimmige Institution. Wie gesagt, das sehen sie nicht, also institutionell meinen wir damit wirklich, also quasi das Parlament. Ja. Also eben nicht dieses Parteipolitische, nicht den einzelnen Politikern. So, das ist, glaube ich, das eine, was wir in Luxemburg zumindest mal aus diesen Vertrauensfragen schließen können aus unserer Studie. Das andere ist, glaube ich, dass wir eben auch schließen können, dass es eben genau dieser soziale Nahraum ist. Und das wäre auch unser Appell zu sagen, nutzt dieses Potenzial, nutzt das Potenzial, dass es ein hohes Bewusstsein der Jugend gibt für gesellschaftliche Probleme, dass sie das wahrnehmen, dass sie das ernst nehmen, dass sie sich engagieren. Sie engagieren sich sehr stark im sozialen Nahraum, in ihren lokalen Bereichen. Aber es gelingt der Politik oder auch der Gesellschaft als Große nicht so ganz das zu transportieren, dann in ein politisches Engagement, auch in eine Teilhabe auf hoher Ebene. Das heißt, verstärkt, lasst uns die Mitgestaltungsmöglichkeiten und nicht nur Partizipation, sondern wirklich Mitgestaltungsmöglichkeiten im sozialen Nahraum, im lokalen Raum verstärken, um es darauf auch immer besser möglich zu machen, auf dieser politischen Ebene mitzugestalten. Und klar, auch hier müssen reale Partizipationsangebote her, hier müssen reale Möglichkeiten der Mitgestaltung her. Aber ich glaube, beides zusammen, damit könnten wir Eigentlich noch wäre das mal ein super was Schlusswort. erreichen. Es ist sehr spannend. Wissenschaft geht hier gegen ein gewisses Klischee, was es zum Teil, Tanja, wie war der Titel unserer Konferenz? Du hast den ausgewählt. Der war ja, Jung politisch engagiert? Fragezeichen. genau. Ja, man macht ein Ausrufezeichen hinten dran. Oder nicht. Jetzt gehen die Köpfe aber hinten. Jung, engagiert, ja, politisch, Ist die große Ausrufezeichen ein bisschen weniger groß. Genau, ist die große Okay. Transferleistung, die noch bevorsteht. Aber im Grunde Was genommen, heißt du Transferleistung? ja, im Grunde genommen, ja, was du auch schon beschrieben hast, weil wir haben im Grunde genommen in der jungen Generation all die Zutaten, die dazu führen, dass wir auch wieder stabil demokratische Verhältnisse mit der nächsten Generation reproduzieren können. Dazu müssen wir ihnen aber auch Gestaltungsmöglichkeiten so früh wie möglich im Leben geben. Und wenn das zu wenig der Fall ist, wenn die Schule einfach zu sehr Mitbestimmung nicht lebt, dann ist das eine vertane Chance von 10 Jahren Schulzeit. Wenn im kommunalen Bereich einfach die Mitwirkungsmöglichkeiten nicht so ausgebaut sind, dann ist das eine vertane Chance, weil das sind die Einstiegsmöglichkeiten in Engagementkarrieren, die auch dazu führen, dass wir in der Breite Zivilgesellschaft reproduzieren. Und das ist das, was wir brauchen. Aber die Bereitschaft der Jugend, es liegt Genau. nicht an denen. Es liegt nicht an denen. Es liegt eher an uns, würde ich An mal den sagen. Strukturen, die die Älteren sozusagen ihnen gerade hinterlassen als Vermächtnis, definitiv. Okay, das heißt, die sind nicht faul, sag ich mal. Und all das, was so zirkuliert, nee, es ist eher an den Strukturen, das aufzufangen und das Potenzial zu nutzen, das Potenzial und die Bereitschaft. Genau. Also es Ist ist da, also sie sind ja nicht Und auch mal Stille aushalten zu können. Das fand ich Ja. super spannend, also weil du es jetzt gerade noch mal gesagt hast und weil wir es beim Workshop auch schon hatten, wenn man es nicht gewohnt ist, auch dauernd seine Stimme zu erheben, dann braucht man vielleicht auch mal einfach einen Moment, um dann zu merken, okay, wie sammle ich meine Gedanken, was möchte ich sagen? Und diese Stille wird oft dann von den Leuten genutzt, die sowieso schon sehr viel Raum einnehmen und dass man dann auch einfach diese Stille aushalten kann und sagen kann, okay, ich gebe jetzt wirklich diesen Raum mal her und lasse den Jugendlichen auch diese Zeit, die sie brauchen, um den dann auch einzunehmen, weil das geht ja nicht von heute auf morgen. Genau, also Das ist wirklich ein schönes Schlusswort, oder? wir haben es öfter gesagt, wenn Freiraum besteht und Möglichkeit zur Mitgestaltung besteht, dann sind Jugendliche politisch. Sie nehmen diesen Gestaltungsfreiraum wahr. Wenn er nicht besteht, können sie fast nicht politisch sein.
Also es liegt nicht in ihrer Verantwortung, in ihrer Motivation, in ihrer Wertestruktur, sondern auch ganz viel an den Strukturen. Frau Dern, sehr herzlichen Dank für den Ja, danke schön. Danke, war sehr interessant. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke.